Kinderpunsch. Brrr, ist dat ne kolde Nacht wesen. Mömme kump in Lisa ihre Kummern und wecket ihre Lüt Gedachter up. Lisa, secht die Mömme, sto eis up und kiek ne Buten hin. Ich haf eine Überraschung für die. Lisa ist noch heilmöje, aber sie macht gern Überraschung und sie starrt sie up und kiek ut dat Fenster von ihre Schlupfkummern. Junge die, dat haf schneit, ich will fort ne Buten hen und einen groten Schneikerl bauen. Dat lüt Gewicht is heilot Hüsken schmidt ihre Tüchern. Trägt die moi warm an, Lisa. Buten ist dat rattenkold. Hört sie ihre Mömme noch raupen. Eine Büchsen und einen dicken Jumper schölver nauch wen, denket sich Lisa und rennt ne Buten. Sie baut, wat sie kann, und wenn es ihre grote Schneikerl fertig. Heilstolt is sie nu. Brrr, nu is mi doch ein bitgen kold worn, sech Lisa tausück. Sie gaat während Hus und ihre Mömme süd fort an ihre blauen Lippen, dat Lisa koldtau is. Trillen dat lüt Gewichtgen ock noch. Lisa, min Leibetwicht, du bist ja heil dörfroren. Ich haf di dat ja to secht, dat kold is. Aber gaut, nu musst du die gau wer opwarm. Dafür hab ich en Infall. Ich mög die einen leckeren, heiten Kinderpunsch. Juhu! Lisa freut sich und helpet ihre Mömme wie dat vorberein. Dat Rezept für dat leckere Getränk gat heil lichte. Man bruket einen halben Liter Tee, Waldbeeren auf eine andere Fruchtsort, einen feil Liter Apfelsap, 8 Nelken, eine Stange Kneil, den Sap von einer Zitrone, den Sap von einer halbe Orange und brun Zucker, so viel, wo man dat gern macht. Nu einfach all zusammen in einen groten Pott schmieden, obwarm und trecken loten. Und dann ist die Punsch all fertig. Lisa und ihre Mömme setzt sich für den warmen Ofen und trinket den leckeren Punsch. Mömme, dat schmeckt aber moi. Und warm ist mi nu ock wär. Lisa lachet und da hope mit ihre Mömme, kieket sie ut das Fenster und bekieket Lisa ihren wunderbaren Schneikerl.